Amerikas Sicherheitsberater Jake Sullivan und Chinas höchster Außenpolitiker Yang Jiechi sind in Zürich zusammengekommen. Nach dem Treffen in Zürich ließ Sullivan mitteilen, er habe eine Reihe von Punkten angesprochen, die Washington Sorgen bereiteten. Dazu zählten die Menschenrechte, die Lage in Osttürkistan, Hongkong und Taiwan sowie im südchinesischen Meer. 58% aller Cyberattacken von staatlichen Akteuren, die Microsoft im vergangenen Jahr registriert hat, stammten aus Russland. Staatliche Akteure aus Russland haben es dabei zunehmend auf Regierungsbehörden abgesehen, um Informationen zu sammeln. Von 2025 an sieht Taiwan eine erhöhte Kriegsgefahr. Dann könnte China laut Aussagen des taiwanesischen Verteidigungsministers Chi Kuo-cheng nämlich seine militärischen Fähigkeiten so weit ausgebaut haben, dass eine komplette Invasion des Inselstaats möglich wäre. Im Sorgerechtsstreit um seine Kinder ließ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum seine Frau und ihre Anwälte überwachen. Zu diesem Schluss kommt der High Court und bestätigt damit Recherchen der Süddeutschen Zeitung. Wenn wir als Europäische Union keine ernsthafte Perspektive für diese Region bieten, dann müssen wir uns bewusst sein, dass andere Supermächte wie China, Russland oder auch die Türkei dort eine immer stärkere Rolle spielen, sagte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einem EU-Westbalkan-Gipfel in Slowenien. Die Taliban wollen eigenen Angaben zufolge wieder Pässe an die afghanischen Bürgerinnen und Bürger ausgeben. Es würden all denen, die einen Antrag stellten, Dokumente gegeben, die mit denen unter der vorherigen Regierung ausgefertigten identisch seien, sagte der Leiter des Passamtes Alam Gul Haqqani in Kabul. Die belgische Regierung erwägt einen Vorschlag, die Vollzeitarbeitswoche von 5 auf 4 Tage zu verkürzen. Eine potenzielle Änderung, die durch Covid-19 vorangetrieben wurde.